Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Taktikfuchs. Ja Leute, erster Bundesliga-Spieltag, Auftaktspiel heute Abend, beziehungsweise jetzt gleich in 4 Stunden, fast auf dem Kopf, fast genau, ist Anpfiff. Ja, meine Aufstellung, wie ich aufstellen würde und ein paar Worte zu meinen Gedanken. Ja, ich weiß, ich bin ein bisschen spät dran. Wie gesagt, ich bin gestern Abend erst aus dem Urlaub wiedergekommen. Von daher würde ich sagen, legen wir direkt los. Torwart ist klar, weil wir haben nur Neuer und Ulreich zur Auswahl. Ulle natürlich für mich gesetzt. Wollen wir nicht drum herum reden. Abwehrkette sollte links hinten auch da klar sein. Ich mache es mal ein bisschen höher, weil meine Birne davor ist. Links natürlich Davis. Ja. Bei mir wäre es dann mit Kim und De Ligt eine klare Kiste. Und dann kommen wir auch schon zur ersten strittigen Position. Pavard würde ich nicht aufstellen. Pavard ist für mich raus. Pavard gehört nicht aufgestellt. Es ist eine Frechheit, dass er die ganzen Vorbereitungsspiele gespielt hat. Ein Spieler, der den Verein verlassen möchte, gehört nicht aufgestellt, wenn wir einen neuen Zugang in Abwehr haben, dass die Abwehrkette sich einspielen kann. Habe ich nicht geführt, diese Aktion fühle ich immer noch nicht. Punkt. Der Spieler möchte wechseln und dann ist es doch okay, dass man ihn dieses Jahr verkauft und eine Ablösesumme generiert, so wie es ein Harry Kane getan hat. So wie es ein Alaba damals nicht getan hat, ist es doch schöner, auch das Thema Hernandez, dass die Spieler dann sagen, jo, pass auf, ich möchte den Verein gerne verlassen. Dann wissen wir Bescheid, wir können noch eine Ablösesumme einnehmen und alle sind zufrieden, alles ist schicki. Besser, als wenn Pavard sagt, nee, ich bleib hier und möchte dann nächstes Jahr gehen, um mir ein Handgeld einzustreichen. Ja. Von daher mache ich ihm da gar keinen Vorwurf. Eher dann den Verantwortlichen, dass da so viel rumgeeiert wird. Ja. Punkt. Gut, kommen wir zur Rechtsverteidigerposition. Ja, da haben wir halt Mazraoui oder Stani. Mazraoui hat mir ganz gut gefallen nach der Einwechslung im Supercup, hat auf jeden Fall Dampf gemacht. Okay. Wollte eben gucken, wie ich hier eine Alternative reinmache. Von daher Stani rein. Ja, Stani wäre die Alternative in meinen Augen. Kein Pavard. Habe ich gerade schon was zu gesagt. Mazraoui hat's gut gemacht, hat gut Gas gegeben. Ist natürlich der offensivere. Ja, also ich denke, wenn es um Rechtsverteidiger geht, dann ist Stani so die Mitte. Ja, macht es ganz gut defensiv, macht es okay offensiv. Mazraoui ist der es mehr offensiv macht und Pavard der mehr defensiv macht. Auch wenn Pavard natürlich die meisten Tore gemacht hat auf dieser Position, beziehungsweise dann auch, wo er Innenverteidiger gespielt hat. Darf man nicht vergessen. Es geht auch nicht darum, dass Pavard keine Qualitäten hat oder uns nicht weiterhelfen würde. Aber er möchte den Verein einfach verlassen und er wird den Verein verlassen. Ja, warum sollten wir jetzt auf die 25, 30, im besten Fall 35 Millionen verzichten, wo wir 100 plus für Harry Kane ausgegeben haben und warum sollten wir ihn dann nächstes Jahr umsonst gehen lassen? Pavard möchte Innenverteidiger spielen, ist ein legitimer Wunsch von ihm. Und machen wir uns nichts vor, wir haben Kim, De Ligt und Upamecano. Punkt. Ja, da muss man nicht weiter diskutieren. Wir können auch hier gerne noch Upa reinsetzen. Für mich wäre De Ligt gesetzt. Ohne Wenn und Aber immer. Er wäre bei mir immer gesetzt in der Innenverteidigung. Und wenn Kim noch ein bisschen Eingewöhnung braucht, wovon ich nicht ausgehe, ist für mich Kim vor Upa aktuell. Ja, nichts gegen Upa. Ich bin ein riesen Upa-Fan, habe ich letzte Saison schon gesagt. Und vielleicht überrascht Upa uns alle dieses Jahr und er ist immer super konstant, hat aber immer diese Wackler drin, immer diese Unsicherheiten. Ich sag ja, von daher wäre der Upa echt mal eine Alternative auf der 6 gewesen, das auszuprobieren in der Vorbereitung. Haben wir leider verstreichen lassen, diese Chance. Gut. 9er Position ist klar. Da gibt's auch keine zwei Meinungen, denke ich. Ihr wisst alle, ich bin ein riesen Tell-Verfechter, aber natürlich, wenn Harry Kane da ist ein Harry Kane gesetzt. Harry Kane ist eine Maschine, ist genau der Typ Stürmer, der uns fehlt.
Ja, er wird noch ein paar Wochen Eingewöhnung brauchen, aber die Eingewöhnung klappt auch nur durch Spiele. Und wenn er irgendwie da 1, 2 Chancen aufgelegt kriegt, die 100%ige sind, wird er auch einen machen. Da bin ich mir sicher. Und nochmal, habe ich im anderen Video gesagt, mein Tipp ist, Harry Kane macht heute 2 Hütten. Gut, Alternative für mich, ganz klar Mathys Tel. Ja, sollte irgendwie was ich, kleines Wehwehchen oder nach 70 Minuten platt oder hat keinen guten Tag und man möchte einfach ein bisschen was ändern. Für mich immer die erste Alternative Tell. Kein Choupo. Auch wenn Choupo ja die sicherere Alternative ist, gar keine Frage. Aber da muss man sich halt jetzt entscheiden. Entweder sagt man verleiht einen Tell, wenn er das doch irgendwie möchte. Dann Choupo als Alternative. Dann ist ein Tell ja auch nicht mehr da. Wenn der Transfermarkt geschlossen ist gelogen. Wenn Tell da ist, muss ein Tell immer erste Alternative sein. Sowohl auf der Neuner-Position als auch auf den Außenpositionen, ja, wo ich ihn auch definitiv sehe. Ja, damit kommen wir auch zu den Außenpositionen. Für mich auf jeden Fall Gnabry nach rechts und der King auf links. So. King für mich definitiv schon mal gesetzt, weil King der Typ Vorbereiter ist von den dreien. King ist selten, der den Abschluss sucht, wenn dann auch nicht ganz so stark ist im Abschluss wie die anderen beiden, obwohl man fairerweise sagen muss, ein Sané war die letzten Wochen und Monate auch nicht wirklich stark im Abschluss und Gnabry auch eher durchwachsen. Aber wenn man die Statistiken nimmt der letzten Jahre, sind die beiden natürlich vom Abschluss her ein bisschen stärker, beziehungsweise suchen den Abschluss mehr. Coman ist eher der Vorlagengeber und genau das brauchen wir jetzt. Wir haben einen Neuner, einen Weltklasse-Neuner, eine Maschine als Neuner. Und der muss Bälle kriegen. Ja, und da ist für mich Coman erste Wahl auf links. Gnabry ist für mich in der besseren Form als ein Sané. Ja, kaum zu glauben, dass ich den Gnabry mal vor ein Sané sehe. Aber hat im Supercup die ersten 30 Minuten wirklich stark gemacht. Und er ist natürlich auch der Torgefährliche von beiden, muss man auch sagen, ja. Zumindest aktuell. Wir brauchen nicht darum rumreden, dass ein Sané unglaubliches Potenzial hat. Viel mehr Potenzial als ein Coman und Gnabry meines Erachtens nach. Beziehungsweise ein Sané vereint eigentlich beide Spielertypen. Ja? Coman und Gnabry meines Erachtens nach. Aber er kriegt es halt einfach nicht auf die Kette. Und das seitdem er bei uns ist. Er hat mal, wie ich schon sagte in anderen Videos, nachdem er mal ausgepfiffen wurde, gnadenlos, hat er 3 gute Monate gehabt und danach dieselbe Scheiße wie vorher. Von daher ist dieser Spieler bei uns eigentlich meines Erachtens nach durch. Ja, er hat es wieder in der Vorbereitung nicht auf die Kette gekriegt. Ja, hat dann wieder dieses konstante Mimimi-Niveau, dann mal mit einem Ausschlag. Aber immer diese Körperhaltung, diese Körpersprache, dieses Abwinken, dieses Stehenbleiben, dann wieder, ach ja, er arbeitet stark mit nach hinten, keine Frage, das wurde ihm eingeplant über Nagelsmann, das macht er ganz gut mittlerweile. Da hat dann Gnabry immer noch ein bisschen was voraus, wie ich finde. Coman macht das schon seit Jahren, obwohl er da ein bisschen geschwächt hat die letzten Monate. Da bin ich sehr gespannt, wie es jetzt in dieser Saison wird. Ich möchte ihm auch gar nicht unterstellen, dass er das so fühlt, wie es dargestellt wird, mit seinem Abwinken, mit seinem Stehenbleiben und so. Aber was er da ausstrahlt, ist einfach für den Arsch. Punkt. Und er kriegt's nicht auf der Kette, genau wie ein Gnabry. Wo Gnabry jetzt schon wirklich kaum zu glauben, eine gewisse Konstanz auf zumindest einen höheren Level hat wie ein Sané. Meiner Meinung nach, ich weiß, viele von euch sehen das anders, das ist auch völlig okay. Ja, das ist meine persönliche Meinung. Ich habe nichts gegen Sané, wenn er starke Leistungen bringt, ist das eine Maschine. Aber die bringt er einfach viel, viel, viel zu selten. Gnabry bringt sie schon super selten, Sané bringt sie noch seltener. Dann lieber ein Coman, der durchschnittliches, hohes Niveau hat, ja, der auch mal einen schlechten Tag hat, aber auch mal einen richtig guten Tag. Und wie gesagt, für mich der stärkste Vorbereiter. Klar können die beiden auch die Seite tauschen während des Spiels.
bin ich auch für, dass man das tut, ja, damit sich der Gegner nicht darauf einstellen kann. Man kann alle 10 Minuten, alle 15, alle 20 Minuten einfach mal die Seite tauschen. Sollte absolut kein Problem sein da vorne. Gut, dann haben wir natürlich, also, für mich ist Coman gesetzt. Ich würde hier für einen Gnabry, können wir natürlich einen Sané da reinstellen als Alternative. Keine Frage. Gnabry ist ja auch, war Gnabry fraglich? Ich weiß es gar nicht. Mazraoui war fraglich. Sarr, der keine Rolle spielt. Ich weiß nicht, was ist ein Gnabry? Ich weiß es nicht. Ist auch Wurst. Ja. Dann kommen wir zur Zehnerposition. Zehnerposition ist insofern interessant. Also erstmal ein Choupo ist auch wieder einsatzbereit. Ja. Ein Choupo ist natürlich hier ohne Alternative. Bei mir jetzt aber nicht. Dann kommen wir zur Zehnerposition. Da ist die Frage ganz klar Musiala oder Müller. Alternativ kann man natürlich auch sagen, man bringt den Müller auf rechts. Also wenn, dann könnte man vielleicht eher sagen, Sané rechts ist sowieso nicht so der Burner, wie ich finde. Sané hat seine besten Spiele bei uns auf links gemacht oder halblinks. Da hat er seine starke Phase gehabt. Müller als Rechtsaußen muss man dann halt anders sehen. Ja, Müller ist kein Rechtsaußen, Leute. Da müssen wir uns nichts vormachen. Da ist er nicht stark, da ist er verschenkt. Aber Müller auf halb rechts, hinterm Kane, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, natürlich ist die Seite dann hier nicht gut besetzt. Ja, sollte aber auch nicht das Problem sein in der Offensive. Und in der Defensive muss sich dann halt der Achter einfach mal ein bisschen mehr nach rechts orientieren. Das sollte ja alles nicht das Problem sein. Aber klar, Müller auf ganz rechts zu stellen, dass er die Linie hoch und runter rennt, ist Banane. Da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Aber ich nehme ihn mal hier als Alternative, weil ich kann mir schon vorstellen, dass wir auf der rechten Seite einfach einrücken. Ja. Und ja, der rechte Verteidiger muss dann ein bisschen mehr vielleicht Gas geben, muss das ein bisschen besser einschätzen. Wird man sehen, wie das kommen würde. Natürlich ist Müller auch eine Alternative für Musiala auf der 10. Für mich ist Musiala aber gesetzt. Ja, war für mich der konstanteste, stärkste Offensivspieler in den Vorbereitungsspielen. Ja, und ich denke, ihm wird ein richtiger Neuner richtig gut tun. Erstmal wird ein richtiger Neuner, oder was heißt ein richtiger Neuner? Ted ist für mich auch ein richtiger Neuner, aber natürlich erstmal eine andere Art Neuner. Und natürlich, und natürlich zieht ein Tell noch nicht so die Aufmerksamkeit auf sich, dass man sagt, oh, scheiße, den müssen wir doppeln, da müssen wir mitgehen und so weiter. Was beim Kane natürlich der Fall ist. Also von daher wird Musiala, aber auch unsere Außenspieler, aber gerade Musiala auf der 10 wird da natürlich am meisten von profitieren, wenn er ein bisschen mehr Platz vor sich hat. Von daher für mich Musiala erstmal. Müller weiß man auch noch nicht den Fitnesszustand, wie er in Form ist, sonst irgendwas. Von daher gehe ich auch nicht davon aus, dass ein Müller anfangen wird. Kann man aber sehr gut vorstellen, dass ein Müller später, wie gesagt, wenn Gnabry wieder ein Totalausfall ist, was ja jetzt auch nicht irgendwie unerwartet so wäre, oder wenn Coman keinen guten Tag hat oder so, denke ich schon, dass Müller die erste Alternative ist. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass ein Müller wieder sehr gut harmonieren kann mit einem Spieler wie Kane. Ja, das muss man auch mal ganz klar sagen. Müller profitiert halt unheimlich davon, wenn er einen richtigen Neuner vor sich hat. Erstens auch, weil Lücken entstehen, aber auch, weil Müller der Typ ist, der den Neuner einsetzt. Bei Devi gesehen. Also von daher denke ich, kann Müller dieses Jahr nochmal ein Faktor werden. Ja, auf seinen alten Tagen. Allerdings jetzt nicht der Faktor Startelf, um Musiala zu verdrängen. Also das würde ich nicht fühlen. Musiala für mich klar vorne, aber keine Ahnung, wenn er angeschlagen ist, sonst was, oder halt auch immer keinen guten Tag hat oder so, ist natürlich Müller schon so die erste Alternative. Ja, damit sind wir jetzt auch schon bei den letzten beiden. Unser Sechser und Achter oder unsere beiden Sechser. Bei mir wäre es ganz klar ein Sechser und ein Achter. Und ganz klar für mich der Leimer der Sechser, weil wir einfach aktuell niemand anderen haben. Das ist auch der einzige Grund. Ja, für mich ist Leimer ein Achter, aber natürlich ein anderer Achter, wie es ein Kimmich ist. Ein Kimmich würde ich als Achter aufstellen, auch wenn Kimmich schon enttäuschend war, teilweise. Gegen Leipzig, allerdings war er da auch alleiniger Sechser.
Das möchte ich da gar nicht ihm auflasten, weil das ist eine Sache, die ein Kimmich nicht kann. Auch wenn er selber glaubt, er kann das. Er kann es auch in der Weise, dass er anspielbar ist, dass er den Ball tropfen lässt, aber kann es nicht in der Weise, dass er als alleiniger Sechser, wenn wir da mit Musiala als offensiven Achter spielen oder sowas, er kann nicht das Spiel gestalten dann. Wenn sobald ein Kimmich Druck kriegt, sobald er gepresst wird, spielt er den Ball nach hinten oder quer. Die safe Variante, gar kein Problem, bringt uns aber nicht weiter. Null Raumgewinn, keine Kreativität nach vorne, nichts, kein gefährlicher Pass von Kimmich, kein Querpass, kein gar nichts. Kann er einfach nicht. Er kann nicht mal sagen, yo, ich werde jetzt angelaufen, ich werde jetzt gepresst, ich lasse mal den einen Spieler aussteigen, habe dann 10 Meter Raum vor mir und kann was initiieren. Bestes Beispiel, Thiago, selbst Marc Rocker konnte das überragend gut. Das kann Kimmich nicht. Ja. Ich weiß nicht, wie es beim Leimer ausschaut, dafür habe ich das noch nicht gesehen bei ihm. Ja, auf der Achterposition, wenn Kimmich ein bisschen Platz hat oder wenn es dann nebeneinander ist, ja, das eine angelaufen wird, Kimmich dann den Raum hat, die Ruhe hat, den Platz hat, kann der Kimmich natürlich das Spiel gestalten. Da müssen wir uns ja nicht drüber unterhalten. Wir müssen uns ja auch nicht über die Fähigkeiten von einem Kimmich unterhalten. Aber ein Kimmich muss endlich mal in seine scheiß Birne kriegen, dass er manche Sachen halt einfach nicht kann oder nicht gut genug kann. Sagen wir es so. Ja? Klar kann Kimmich einen Sechser geben. Klar kann Kimmich auch einen defensiven Sechser geben. Aber erstmal müsste er dafür mal ein bisschen Disziplin haben. Und es sind auch nicht wirklich seine Stärken. Ja? Wenn man sieht, wie er in der Mitte überlaufen wird teilweise, wie er dann nicht in den Zweikampf kommt, wie er halbherzig in den Zweikampf kommt. Da ist auch immer noch nicht die Form 100% da, meines Erachtens nach. Ja, aber das wäre meine Aufstellung. Für mich erste Alternative für einen Kimmich, Goretzka. Ich denke, ein Goretzka kann auch auf Dauer, könnte ein Konkurrent für einen Kimmich werden. Wobei, wenn wir einen richtigen Sechser hätten, wäre für mich Leimer der erste Konkurrent. Ja, also die Vorbereitungsspiele, die ich gesehen habe, waren Leimer seine Pässe in die Spitze viel, viel gefährlicher als die vom Kimmich. Sein Pressingverhalten auf jeden Fall auf demselben Niveau, eher ein bisschen stärker. Vor allen Dingen Leimer macht das auch mal nach außen hin, was ein Kimmich nicht macht. Kimmich macht das, wenn er vorne ist. Versucht den Ball zu erobern, wird aber dann auch oft überspielt, kommt dann auch nicht mehr hinterher, weil er nicht schnell genug ist. Kommt aber teilweise auch nicht in die Zweikämpfe vernünftig rein. Und ein Leimer ist da schon ein anderes Kaliber, was das anbelangt. Ja, der beißt sich halt fest an dem Spieler. Punkt. Ja, und das macht er auch auf links, auf rechts, wo es gerade gebraucht wird, was ein Kimmich nicht macht. Ja. Alternative für einen Leimer haben wir gerade nicht. Wir haben keine Alternative auf der 6. Grafenberg, so wie es Tuchel gesagt hat, sehe ich auch nicht auf der 6, würde ich auch eventuell auf der 8 oder als Alternative für Musiala sehen. Deswegen Grafenberg wird super schwer haben bei uns. Ich glaube nicht, dass ein Grafenberg bleiben wird. Gerade wenn Müller jetzt auch wieder fit ist, ist Müller eine Alternative für die 10, bevor es ein Grafenberg ist. Was schade ist, auch ein Grafenberg hat riesiges Potenzial. Aber solange Kimmich und Goretzka da die Plätze blocken, was jetzt mit dem Goretzka ja aktuell in der Vorbereitung zumindest nicht mehr der Fall war, weil Leimer halt stark aufspielt. Ja, Grafenberg sehe ich leider schwarz, was die Zukunft bei uns anbelangt. Leider, leider. Aber er wäre natürlich hier auch noch eine Alternative, ja, für einen Goretzka. Ich könnte mir auch einen Goretzka noch auf der 6 vorstellen. Ja, wenn man jetzt beide hier unbedingt reinnehmen wollen würde, könnte man das halt auch so machen. Und man sagt hier der Grafenberg. Ja, warum nicht? Körperlichkeit hat ein Goretzka und wenn er die Disziplin hat und die Lust vor allen Dingen, zu sagen, ich mache hier den Sechser, stopf die Löcher, die Wege, weil er hat das Auge. Da müssen wir nicht drüber rumreden. Er hat auch den Zug, dass er mal nach vorne gehen kann. Wenn sich dann der Achter fallen lässt, so wie es ja sein soll, hat er das Potenzial dazu. Ob er das Potenzial hat, unter Druck das Spiel irgendwie auch aufzubauen, auch das kann ich nicht wirklich beurteilen. Ja. Das muss man mal sehen. Ja, das wäre auf jeden Fall meine Aufstellung. Ich gucke gerade nochmal durch. Ja, das ist alles. Wir haben noch Ibrahimovic, ja, hat seine Chance nicht wirklich genutzt, wie ich fand.
während der Vorbereitung, hat einen ganz guten Eindruck gemacht, aber wenn es dann auch Richtung Tor ging, viel zu fickerig irgendwie. Aber auch normal, das ist ein junger Spieler, soll keine Kritik sein, nur eine Feststellung. Ansonsten hier auf Außen natürlich Sané oder Müller, na, kannst du natürlich auch einen Tell bringen. Ja? Also kann ich mir sehr gut vorstellen, ihn auch als Außenstürmer. Dann diese Art Außenstürmer, der halt vielleicht auch Richtung Tor ziehen kann, ist dann natürlich ein bisschen ein anderes Spiel. Aber ich denke, er ist mit Sicherheit auch in der Lage, Tore vorzubereiten für den Harry Kane. Ja, also da mache ich mir gar keine Sorgen. Ich bin sehr gespannt, wie die Aufstellung sein wird. Ich denke, Kane, Musiala, Kimmich, Leimer werden gesetzt sein. Ich denke, Davis ist auch gesetzt. Da haben wir keine Alternative. Der Rest ist, bin ich sehr gespannt. Rückt Müller rein. Ja, wer von den Vieren wird spielen von Coman, Sané, Gnabry, Müller? Und wird Mazraoui oder Stanisic oder sogar ein Pavard spielen? Ja, das sind die Baustellen, die ich sehe. Wie gesagt, ich denke, Kane, Musiala, Kimmich, Leimer ist safe. Davis ist safe. Da wird sich nichts ändern. Innenverteidigung kann man nicht sagen. Ich gehe von aus, dass Kim und De Ligt anfangen, aber I don't know. Da hat sich Tuchel noch nicht wirklich in die Karten gucken lassen. Ulle ist klar. Rechtsverteidigerposition. Wie gesagt, für mich hat es Mazraoui gut gemacht, offensiv. Wird man sehen. Ja, das ist meine Aufstellung. Heute habt ihr irgendwie den großen Gamechanger auf Lager. Lasst mich gerne wissen. Wie gesagt, ich hätte gerne mal Opa gesehen als Sechser und einen Leimer als Achter. Das wäre mit Sicherheit auch mal eine gute Kombo gewesen. Aber kann es natürlich jetzt nicht bringen, im Bundesliga-Auftaktspiel einfach so aus der Tasche zu ziehen. Ja, hättest du natürlich mal irgendwie ein bisschen in der Vorbereitung mal ein bisschen was antesten müssen oder so. Ja, wild. Ansonsten, das war's. Kurz und schmerzlos. Das ist meine Aufstellung für Bremen. Ich bin sehr gespannt, inwieweit sie so kommen wird, wie ich sie hier aufgestellt habe und wie das Spiel ausgeht. Haut mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Bis dann. Tschö. Rot-weiße Grüße. Tschüssi.